Op alle kosten wassen? Weißt du, dat deine Firma wassen soll? Einen größeren Unterschied machen? Mehr Arbeitsstätten machen? Einen Namen für die selbst machen? Mehr Verdienst teweeg kriegen? Deinen Reichtum vermehren? Vielleicht sogar unter die christliche Flagge, um mehr Geld in Gottes Reich zu stecken? Dann kann das leicht vorkommen, dass du größere Schritt machst, als was Gott für dich geplant hat, während in unserer Gesellschaft, weil wir Wassen in mehr Reichtum haben, ein Daunt, was das kostet. Dit passt mit dem Zeitgeist von uns ökonomischen System taub. Kriegt dit Verlangen für bosiert Wassen in mehr Verdienst leidt uns dahin, dass wir Sklaven zu geliedet Geld waren. Einmal ist das nicht uns Verlangen zu wassen, aber unsere große Not, was uns in Schulden anleiht, so als die Geschichten von der Welt früher, was wir uns eierlosen. Wir fingen uns selbst im Trouble und wir denken, dass wir dort mit noch einmal bloß für eine kurze Zeit Geld liehen, bedenken müssen, dass wir selbst beter auf die Beine sind. Aber wir kommen keinmal auf unsere Beine. Aber die da wellenreich waren, fallen in Versicherungen und loten sich von unseinen Lasten schlängen, die den Menschen an dort verdorben und an die Verdammnis rieten. 1. Timotheus 6, Vers 9. Wenn der Seil krank ist und weidet und wir dort nicht erfahren haben, dass Gott uns ganz versorgt, haben wir einen schwachen Drive zu der Arbeit in uns Reichtum zu verschaffen, und das wird uns nur leiden, nicht jettliche Entscheidungen zu machen. In diesem Kontext kann ich Stephen K. de Silva sein Buch Money and the Prosperous Soul, sagt, Geld in der erfolgreiche Seil, stark verschlonen. Er geht davon aus, dass wir uns sicher machen müssen, dass unser Seil gesund ist, um erfolgreiche Geschäftsmänner zu sein. Eine gute Seil mit einem gesunden Verhältnis mit Gott erfordert weniger Stress. Seid nicht hungrig nur Geld. Seid zufrieden mit was ihr haben. Gott hat gesagt, ich will die nicht verloten, die nicht im Stich loten. Hebräer 13, Vers 5. Stress kommt für mich dann, wenn ich mich mit meinen Freunden vergleiche, was noch mehr Erfolg haben als ich. Dit verursacht für mich so viel Druck, dass ich mein eigenes Klugsein im Zweifel stelle. Ich soll einfach dummer als sei. Sie sind klüger und aller begabt. Vielleicht denkst du, Victor, du sollst nicht klagen, wenn du alles in Betracht nimmst, was Gott dir gegeben hat. Aber, solange ich mich mit anderen vergleiche, kann ich dort, was ich all habe, nicht genießen. Ich weiß, dass es sehr unklug ist. Seid nicht hungrig nur Geld, seid zufrieden mit was ihr haben. Hebräer 13, Vers 5. Ich muss zufrieden sein mit dort, was Gott mir gegeben hat. An einem Tag redet Gott an meine Gedanken nennen. Victor, was wenn ich deinen Freund 10 Talente gegeben habe, und einen anderen Freund 5 und die bloß 2? Sie also zufrieden und mag Feier von den 2, und dann mag 8 von den Feier. Aber sie zufrieden mit dort, was ich die gegeben habe. Dann wird meine Seele wieder ruhig. Und wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. 1. Timotheus 6, Vers 8. All dann, wenn wir Kleider und Eten haben, soll wir zufrieden sein, während der Leib für das Geld jagt uns gleich an Mammon seine Hängen. Als Geschäftsmänner sind wir allfolgen durch die durchgegangen. Die Nachfrage für uns Produkt ist gut, und dann ist uns das so, dass wir gerade bauen und mehr Raum verschaffen sollen, um neue Produkte herstellen zu können, oder bloß einfach mehr in neue Produkte investieren. Alles, was uns fehlt, ist Möglichkeit für mehr Produktion, und um das zu tun, fehlt uns das bloß an ein bisschen Geld. Dit Leid ist mir sehr bekannt. Eine Kunde, was fehlgebackene Sparkten verkauft, will einen Kontrakt machen für eine gewisse Mode von Sesamsod, aber ich habe nicht genug Geld, um die Produkte zu kaufen und zu verkaufen. Gott, wirst du mir das geben? Einmal sagt er, ja, und andermal, nee. Einmal kann ich mich beim Trickkicken freuen, dass er mir das nicht gegeben hat, während dort nur dem gegenwärtigen Preis ein Verlust gebracht haben wird. Einmal lehnt Gott dort auf, uns was zu geben, bloß um uns zu beschützen. Das ist allgemein nicht negativ. Das kann für unsere Sicherheit sein. Wir haben alle eine Wohl. Bringen wir unsere Besorgnisse und Bedürfnisse nur Gott, uns Versorger, wird alles Geld in selber Gegend, dass er uns die neue Finanzen gibt, um zu waschen, oder gehen wir nur Mammon, um uns von ihm finanzieren zu lassen, während wir auf alle Kosten Erfolg haben müssen. Menschen, die schwindrig worden wollen, rennen in Versicherungen nähern und verlieren sich an so viel Ansehen und schädliche Verlangen, wodurch sie schließlich in ihr Verdammen und Verdorben faulen.
Aber die door wellenrik waren, faulen an Versicherungen en loten sich von ansehnlichen Lasten schlägen, die den Menschen en dort verdorven en an die Verdammnis rieten. Jetzt als eine Wartel, wo dit allerhand bei sich kämmt, einige haben sich dort Lasten geloten en sind dadurch vom Glauben aufgeehrt en haben sich selbst dadurch viel weit durch gesagt. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Es steht, wat wir wirklich wollen, wo groot moet meine Firma sein, mein Haus, meine Länderien, mein Auto. Dort ist später, wenn einer wenig haften gottesfürchtig ist, als wenn einer viel haften unzufrieden ist. Sprecher 15, Vers 16. Das ist nicht bloß ein guter Spruch, das ist Gott sein Wort. Und in diesem Kontext ist hier noch eine Lektion in Gott seine Schule. Als wir von Paraguay nach Deutschland getrokken wären und durch ganz von ihnen anfangen mussten, liet mein Bruder uns ein Ola Volkswagen Passat, wat hij bloß hat und nicht brucht. Dat Auto leicht beeindruckend, mit Rost, Bühlen und uitgeplagte Farbe. Aber dort hat die Sicherheitsuntersuchung bestanden und der Sticker beweist dort. Wir wären dankbar, dass wir dort brucken können. Stell dir dort überfähre und junger Geschäftsmann sich in so ein Auto fällt. Ich parkiert immer hinter der Ark, wegen meine weidonende Seil schämt sich, dass ich mit so ein Auto fahren muss. Als ich jung wie hatte ich entschlossen, dass ich mich, so schwind als ich genug Geld hat, eine Schmocke BMW kaufen würde, schließlich einmal wieder zu sein. Sitzt du die Krankheit an meine Seil? In Paraguay hatte ich einen Mercedes gefahren, nu fuhr ich mit einem Ola verbühlter Passat. Wird das wirklich neidig? Gott muss so gedacht haben, wenn's für die Zeit. Etliche Monate later raubt mein Bruder an, zu sagen, ein Freund verkauft ein BMW Series 3 für meist nichts, bloß 1300 Euros. Du kaufst wirklich bloß das Luftkehlersystem und das Auto kriegst du bei. Mein Bruder ist ein Automechaniker und er hat das Auto ganz untersucht und das wie in gute Ordnung. An dem Abend bet wie, Herr, darf ich das Auto kaufen? Ich hab sehr selten eine Vision, aber an jenem Abend sag ich viele Dinge in mein Verstandsuhr. Gott, das kann nicht sein, bloß 1300 Euros. Am nächsten Tag ging meine Unterholung mit Gott wieder und er sagte mir, du kannst dich kaufen, aber bloß je in meinen Wellen. Sieh ich dort nicht wird, antwort ich. Victor, weißt, du handelst nicht mit Sesam, von ein schmackes Auto aufzusetzen und Menschen mit einem feinen Anzug und Eisenbahn zu beeindrucken. Du handelst Sesam, wegen ich die Kunden ihre Toneljung gebe. Ich gebe die Kunden, ich gebe die Handels. Dort ist wo so du Sesam handelst. Du brauchst ihnen selbst wird nicht mit ein Auto zu meten. Wir fuhren diesen Passat dann noch durch den Sommer. An einem schönen Hofsmorgen, als die Erde über Nacht angefroren war, fällt ich die Greb von der Tür an und der Brück auf, als ich da trug. In dem Moment hier ich Gott sagen, Victor, nu ist doch Zeit, ein besseres Auto zu kaufen. Wir kickten Fußraum nur ein Auto und fanden eine sehr feine BMW Series 5 in vollkommener Zustand. Wir haben den nu für viele Jahre gefahren und haben meist nur reparieren durft, wirklich ein Geschenk von Gott. Diese Lektion wir nicht bloß wegen ein Auto, aber wegen mein Verhältnis zu Gott und der Zustand von meiner Seele. Wenn meine Seele krank ist, verlange ich was mir wird jaft. Das ist eine Krankheit. Geld und materielle Sachen wollen mir keinen Wert geben, die können mein Verlangen nicht befriedigen. Das ist so als Alkohol für einen Alkoholiker oder Drogen für einen Süchtigen. Reichtum kann auch so sein. Daher ist dort wichtig, dass wir unsere Seelen gut pflegen. Das geht nicht so sehr um Geld, als um das Verhältnis mit unserem himmlischen Vater. Von dort fahren wir eine schmacke Mercedes. Gott hat damit kein Problem. Kauft ihr ein Rolls Royce, kauft ihr einen privaten Airplane. Gott hat damit kein Problem. Er hat genug, die nach mir aus dort zu geben. Aber, bring den Hort nicht an die Dinge. Das ist bloß Blach und Blanks. Wenn das Auto eine Bühl kriegt, sage ich mir selbst, dass das bloß Isa ist. Dort rostet Wachen für es ständig den Wert. Die erste Inversion, was du machen kannst, ist ein Nierfertigkeiten, während dort an die ersten 2 Jahre den gradsten Wert verlässt. Ein sicheres Rezept, um Geld zu verspielen, ist immer Nierkeipen und nicht gebruchtet. Wenn dort für uns erst klar ist, dass wir nicht Geld liehen, ist das so, als wenn wir aus Ägypten kommen und das Rote Meer hinter uns taugt. Du hast die Briggen verbrennt und die Schäb verbrennt. Nu wirst du Gottes Wunder von Versorgen Segnungen erfahren.
Aber solange wir noch Notfallsuitweg haben oder Tunnels in Strang bringen, nur das alte System von Mammon, und solange unsere Horten noch mit Ägypten verbunden sind, werden diese Wunder Gottes nicht passieren. Wieso soll Gott sich bezeigen, wenn wir die Möglichkeit an uns Hort abholen, trägt nur Mammon zu gehen, wenn Gott nicht was tät? Dit hat mit Verhältnissen zu tun. Gott will mit uns ein unbestrittenes Verhältnis haben, wo wir am allein vertrauen, ganz was ab der letzte Folgen. Entweder Mammon oder ich. Mammon ist nicht dort bei sich Geld. Mammon ist, wo ich mein Vertrauen absat. Der Herr mag uns wählen, entweder Mammon oder Gott. Wähl Gott in Lev.